Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, hier können wir auch noch aufmachen und eine Phoenix Downer Abgreifer. Was für ein altes Buch, nicht mal der Titel ist lesbar, aber ich glaube, es ist das Werk von Meister Evon, Gebet an die Sterne. Und es ist eine Erstauflage, ich habe in unserer Schlossbibliothek das gleiche Buch gesehen. Wie kommt denn ein Buch, was über 500 Jahre alt ist, hierher? Naja, vor 500 Jahren sollen die S-Bio herkommen sein. Vielleicht haben sie sich da auch ein bisschen was geholt. So, jetzt haben wir hier das rechtliche Geschirr. Tragen es mal zu unserer Verehrerin. Lilly ist wohl nicht die Einzige, die auf dem Schlauch steht. Kein Wunder, dass sich die zwei nicht näher kommen. Was natürlich nicht gut für Eiko ist. Alter, da Quina kannst du recht fressen. Quina? Angeln, immer zu angeln. Ich kann sie mir hören, der lässt mich nicht gehen, Kuh. Sieht an, rieche Entdeckung. Es ist zwar das gleiche Meer, aber es gibt andere Fische als auf dem Kontinent des Nebels. Oh Gott, der ist jetzt ein Angelsklave, der Arme. So. Habe ich was am Mundwinkel? Danke, Sidan. Stell sie einfach hier. Sag mal, Eiko, ich stelle bis über den Baum Ifas. Was ist mit Ifas Baum? Wir wollten eigentlich nur hier. Den Ort hat Eiko versiegelt. Ich glaube nicht, dass er nur hier, ich glaube nicht, dass er nur hier kennt. Du? Du hast den Ort versiegelt, Eiko? Nee, nicht wirklich. Weißt du was, ist er dann immer plötzlich hellwach? Bevor Eiko geboren wurde, wurden bei fehlgeschlagener Beschwörung Bestia in Ifas Baum gebannt. Anscheinend war es Brauch, falsch beschworene Bestia tot zu verbannen. Falsch beschworene Bestia. Aber zur Versiegelung benutzt man natürlich eine andere Bestia. Das zeigt, wie mächtig die gebannte Bestia eigentlich sind. Mit einer Bestia? Tja, du guckst. Und Shibo haben wir auch noch erhalten. Da fehlt noch eine T davor, aber das passt schon. Das könnte ja schon durchs Alter weggegangen sein. So. Kaffee ist das einzigste Wahre und Kaffeebohnen müssen mit viel Liebe geröscht werden. Großvater Josef. Ja. Okay, die gute Kaffeebohne können wir dann eventuell mal irgendwann, wenn wir dazu kommen, bei Dali beim Großvater Josef abliefern. So. Eiko, kannst du die Siegel aufheben? Natürlich nicht. Wir wollen ja doch auch nichts erstellen. Ach, was wird schon irgendwie gehen? Gar nichts wird gehen. Okay, ist ja gut, Fräulein. Dann gehen wir mal weiter hier. Und, so. Literatur zur Beschwörungsmagie scheint es hier nicht zu geben. Huch, da kommt dann nachher gewaschtelt. Ihr sollt euch ausruhen, bevor ihr wirklich eure Reise fortsetzt. Okay, dann pennen wir halt noch eine Runde. So, noch ein Schluck Wasser hinterher. Ach ja. Vivi. Alles klar, Zippel mit Schlaf wird er vielleicht auch ganz gut durch. Morgen wenn ein langer Tag. Ich versuch's ja, aber dann schwimmen irgendwie so viele Gedanken im Kopf rum. Ich hab gedacht, ich hätte es kapiert als Gemensch, dass zu viel Nachdenken nicht immer gut sei, aber... Ja, das stimmt schon, aber ich bin ich und du bist du, weißt? Jedem seins. Es besteht kein Grund, dich jemand anzupassen. Ich möchte aber nicht so viel nachdenken. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dabei nur im Kreis drehe. Was mache ich nur, wenn das kein End nimmt? Das macht mir richtig Angst. Manchmal wäre ich lieber so ein Dappschädel wie du. Die haben's leichter. Vivi. Aber egal, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, egal, was für Sorge wir haben und egal, was für Hoffnungen wir hegen, es gibt nur zwei Dinge, die wir tun können. Handeln oder nicht handeln. So viel Kummer und Sorge und es gibt nur zwei Antworten. Und trotzdem fällt ihm die Entscheidung nicht leicht. Das ist halt das. Aber zwischen den zwei Alternativen muss man sich entscheiden. Handler oder nicht Handler. Sieh dann. Ich versuche einfach nur all das zu beschützen, was mir wichtig ist. Ob das tatsächlich möglich ist, wird sich zeigen, aber das ist der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Wow, meine Aare haben sich also nicht getäuscht. Sie dann ist ein richtig Liebe. Wie er schon gesagt hat, Handler oder nicht Handler. Und Eiko will bei sie dann bleiben.
Wie soll ich da mal einen Tipp geben, wie man aus so Krise am besten wieder rauskommt? Ja, unbedingt. Es ist ein Ritual, was schon seit jeher zwischen wahren Männern abgehalten wurde zum Beweis ihrer Freundschaft. Aha. Komm hier rüber, Vivi, das ist genau der richtige Ort davor. Oh Gott, du glaubst schon, wie erleichternd es ist, das Ritual unter so einem klaren und prächtigen Sternenhimmel abzuhalten. Die zwei strollen gerade nebeneinander in die Ruinerei. Ja, das macht sie irgendwie zu Pipi-Freunde. Ach ja. Sieh dann, ich möchte irgendwann wieder an den Ort zurückkehren. Aber als ich das erste Mal von den Wandgemälde gestanden habe ich mich noch gefürchtet. Aber sobald ich den Ort betreten habe ich mich plötzlich wieder... gefühlt, wie meine innere Ruhe zurückkehrt. Ich möchte sie immer noch genauer angucken. Klaro, wenn man den Baum Ivas untersucht, dann kommen wir wieder her, versprochen. Dankeschön. Quina scheint hier eh nicht mit dem Angler aufzuhören, bevor er Leviathan persönlich am Haken hat. Wir müssen ihn später hier abholen. Du denkst daran Eiko, nicht wahr? Ja, sie tut zwar immer so erwachsen, aber sie ist erst 6 Jahre alt. Ich kann mir vorstellen, wie einsam die sich fühlt. Aber heute habe ich sie noch nicht gesehen. Dahinter sehe ich aber so einen lila Haarschopf. Stimmt, ich auch noch nicht. Kubo, 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 Kubo. Eiko. Kubo, Kubo. Hehehehe. Na, guck mal, hier, du Gewitterhex. Habt ihr schon mal vergessen, dass Eiko die Bestie herbeirufen kann, um die Versiegelung aufzuheben? Kommst du mit und hilfst uns? Dann möchte ich aber zuerst das magische Zauberwort hören. Ja, schon gut. Würdest du bitte mitkommen und uns mit den wertvollen Wissen zur Seite stehen? Das muss Eiko sich noch mal überlegen. Alle Hopf, da werde ich mich euch für eine Weile anschließen. Wie Lilly, ich hoffe, wir kommen miteinander aus. Der Baum Ivas ist hinterm Kondea Patterbergweg. Und los geht's. Ja, ist das Wasserhex. Sieh dann, du bist wirklich zu jedem lieb, oder? Kann sein, dass du was missverstanden hast. Nee, das ist genau das, was ich so an dir schätze. Lilly hat ja wieder irgendwie sauer ausgesehen. Ach was, du verstehst wieder einer die Frau. Ja, von allem Mogri bitte ich euch, auf Fräulein Eiko 8 zu geben. Gruppe und vergessen nicht, ihr seid jederzeit hier willkommen. Logisch, lass euch mal keine graue Bommel wachsen. Wie ist das? Ach ja, Vivi, hast du eigentlich einfach auf deine Frau gefunden? Eigentlich nicht, aber davor habe ich gebrunst wie ein Rievestier. Ich mag trotzdem mitgehen. Richtig so. Entschuldigung, wenn ich dem Bu als Worte in den Mund lege, aber ich halte das dann in dem Moment für lustig. Ja. Dann wird jetzt erstmal hier nochmal gespeichert. Und genau, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Die Leute müssen ja noch ordentlich lernen von dem, was wir so hin. Dann kann ich auch die neue Accessoires anlegen und neue Ausrüstung. So, bis zum nächsten Mal, Kupo, genau. Mardain Sari-Seite im Norden. So. Dann gehen wir wieder zur Weggabelung zurück, wo wir den Berg Hühner fertig gemacht haben. 2 Tafeln haben wir ja hier immer hier auch schon gefunden. Und dann geht's hier lang. Okay. Ah, da geht's einfach zu dem Baum Ivas. Alles klar. Ah, dann halte mal kurz den Gaul an. Dann gehe ich nochmal zurück, weil du hämmer endlich das Mal Tafeln anbringen können. Ich probiere mal, ob das jetzt nicht auch funktioniert, dass ich die andere Tafeln da anbringen kann. Mit viel Glück funktioniert's. Bam, 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 bam. Dann hier runter zu Mohogris. Zufallskampf. Gucken wir mal, was kommt. Bam, bam, bam. Oh na, der Ninja-Wolf. Was man halt so trifft, wenn man in so einer Baumwurzellandschaft unterwegs ist, ne? Ganz aus dem Leben gegriffen, die Sache. Also manche von den alten Gegner in solche JRPGs sind echt sehr läppisch, muss ich sagen. Aber so ist es halt. Ja, Vivi hat jetzt nochmal die Schnauze verdroschen. Dann war's die Sache mit dem. Gut.
Immerhin gibt er NAP. Das ist leider nicht so viel, aber Vivi hat mal wieder Level gekriegt. Der levelt hier ohne Ende, der Junge. Ah, Stillskin ist mittlerweile auch wieder auf Reise. Gucken wir doch mal, ob ich die Tafeln hier abbringen kann. Genau, dann die gelbe. Und die grüne. So. Okay. Passiert nichts weiter? Okay. Ja, ich hätte jetzt schwören können, dass hier irgendwas passiert. Da ist ein Loch, wo man eine Steintafel hineinstecken kann. Okay, ich habe echt gehofft, dass ich da jetzt... groß Bulle Bulle mache, aber... anscheinend nicht. So scheint noch was zu fehlen hier. Brauche ich wohl noch andere Tafeln. Aber wo sind die? Weiß ich nicht. So, sieh dann, auf dich in die Wurzel zu verstricken. Da haben wir nix. Auf der Seite Richtung Madain Sari haben wir ja 2 gekriegt, aber hier ist nichts mehr. Schade, dann ist es halt so. Erlaub. Dann gehen wir mal weiter zum Baum Ifas. Das ist dann auch unser letztes Level, bevor CD2 endet. So viel kann ich mal sagen. Wir werden am Schluss auch wieder mit einer bombastischen Videosequenz belohnt. Dreht euch doch um! Bei Final Fantasy VII hat es noch geholfen, die leicht rennen lassen. Und dann, wenn sie sich um... Oh, cool. 1092 Schade gemacht. Ein Crit. Ja, und wenn man so kurz rennen lässt, drehen sie sich automatisch zum Gegner um. Ist wohl hier nicht der Fall. Okay, Lilly hat noch ein Level gekriegt. Das ist schon mal angenehm. Dann. Baum Ifas. Ich habe vorher immer gedacht, dass das große L, das große I eigentlich ein kleines L ist, sodass das Lifa heißt. Aber offensichtlich habe ich mich da geirrt. Das heißt wohl wirklich der Baum Ifas mit 2 I. Und genau da gehen wir jetzt hier. Baum Ifas. Wow, Ifa, Baum des ewigen Lebens. Die Musik ist schon so geil. Der Neville ist hier viel dichter. Dann stimmt's wohl, was die Leute sagen, dass hier der Neville entsteht. Och. Geht's? Ja, geht schon. Uah. Was war denn das gerade? Das ist die Barriere. Hat's wehgetan, ob ich da womöglich nicht verletzt? Aber was? Ich habe gar nichts gespürt. Ja, da kommen wir erstmal nicht durch. Anlauf nehmen. Komm, wir machen erstmal die Dummkopf-Aktion, ne? Tragglocke, Anlauf nehmen. Achtung, Hohlbrummer in Action. Nimm das und das und das. Wenigstens nicht auf die Schnutqualle dabei. Lochbuttler klappt wohl auch nicht, habe ich recht. Jetzt verstehe ich, warum die Orklinge aus Condea Pater den Ort als verhext, heilig aussehen. Der Ort ist also durch die Kraft von einer Bestia versiegelt. Starke Sache. Und wie hebt man die Versiegelung damit auf? Eiko bittet einfach die Bestia aufzuhören. Wir Esper können über unser Horn mit Bestia und Tiere unser Gefühle austauschen. Und Eiko wird sie jetzt rufen. Also, passen auf. Abracadabra, Fidibus, empfang das Licht meiner Seele, die Licht aus der Tiefe der Sterne, erhöhe meinen Wunsch, aus der Tiefe meiner Seele. Ich bezweifle zwar, dass die ihr Seele hat, aber jo. Rubin erhalten, sehr geil. Das war's auch schon, jetzt können wir weitergehen. Das ging ja fix. War das vorhin der Zauberspruch, um den Bahnhof zu heben? Nö, eigentlich nicht. Eiko muss sich ja nur auf ihren Horn konzentrieren, um ihr Gefühle der Bestie mitzuteilen. Wozu dann der Spruch? Eiko wollte noch mal ein bisschen Eindruck schinden. Eigentlich ging der Zauberspruch noch viel länger, aber da wir so in Eile waren, habe ich mich einfach mal verkürzt. Ich kann weder etwas hören noch fühlen. Alla hopp, dann wollen wir mal los. So, aber wir haben noch einen Rubin gekriegt. Ist sie noch? Ja, sie ist noch an Level-Up-Lerner. Regina kann sie hier echt nicht lernen? Sehr blöd. Karfunkel und Refleck kann man hier lernen. Karfunkel. Ist wohl offensichtlich ein... warte mal.
Kann sie das dann lernen? Tatsächlich. Karfunkel ist aber auch eine Bestia. Gibt wohl Bestia, die nur Aiko und Bestia, die nur Lilly lernen können. Seltsam. So hatte ich das nicht mehr im Kopf. So, dann kraxen wir mal hier weiter. Und hier geht's halt über die große, fette Wurzeln raus. Aber der Baum ist mehr. So viel kann ich gleich sagen. Das ist noch die Pflanze, um Gargantula zu rufen. Der Baum ist nicht einfach nur ein Ding, was Neville produziert. Der ist wesentlich mehr. Ah, na. Todesweide. Und dort wohl ein Goldnachel drin steckt. Ah, na, komm, wir zünden's mal an, das Mistvieh. Alter, Falter, wie eklig. 1197 haben wir noch abgezogen. Und kommt sie dann. Gib ihm der Recht. Ja, uff. Siehst du, die sind ein paar... Ah, Gott sei Dank. Die hat irgendwas... Götterspeise ist es, glaube ich, was vor Versteinerung schützt. So wird's gemacht. Sehr schön. 2 AP gibt er immer hier und gar nicht mal so verkehrt an Erfahrungspunkte. Aber schon ein ziemlich ekliges Monster. Wenn man bedenkt, dass sowas einfach auf so einem Wurzelstrang wächst. Bäh. Aber überall die Blume für die Gargantula, die man aber erstmal nicht pflücken und abnehmen können. Aber die Musik finde ich zwar schon etwas, sagen wir mal, wirklich arg Synthesizer-mäßig, aber trotzdem hat es irgendwie Stil. Es passt zu dem mysteriösen Ort, finde ich. Auf zu Schlacher. So, Vivimana, dann machen wir Feuer. Und das müsste eigentlich ausreichen. Jupp. 1045. Sehr gut. Gut, dass man einen Schwarzmagier dabei hat. Und Urschrei hat Aiko gelernt. Ala hopp. Kannst jetzt auch was Neues tragen. Damit hat sie dann Urschrei gelernt. Mit Magierhut. Okay. Dann wär's... Ja, Lamias Tiara wäre natürlich nicht verkehrt. Levitas kann sie dann als Zauber. Das ist natürlich cool. Levitas lässt uns schweben. Kann das... Ah doch, sie kann's auch. Okay, sollte man vielleicht einmal verwenden dann. Okay. Aiko werde ich sowieso nicht so häufig verwende, bin ich ganz ehrlich. Sobald ich die Gelegenheit habe, mein Team wieder selber zu wählen, wird es definitiv wieder eine Kiste zwischen Zidane, Lilly, Vivi und Steiner. So, was ist denn das? Zombie, nett. Da habe ich noch ein Erfolgsrezept für die Viecher. Die kriegen jetzt mal Vitra zu spüren. Die sind nämlich sehr anfällig gegen sowas. Man kann natürlich auch noch Feuer hinterher machen. Oh, scheiße, sieht dann halt ausgerechnet auch noch jetzt die Trance. Mörtel Twister, Alter. Aber ich denke, Vitra wird schon ausreichen, um die Biester zu plättern. Yep, doch nicht. Aber es macht mir auf jeden Fall schade. Feuer noch hinterher. Aber untote Gegner ist es halt so. Feuer und... oh, das wird auch ganz gut abgezogen. Feuer und Heilmagie. Das ist etwas, worauf die ganz böse reagieren. So. Level Up und Thermometer gelernt. Talisman und Zombie-Karte. Talisman schützt dann, glaube ich, vor dem Zustand Zombie. Was hat er jetzt nochmal gelernt? Thermometer, genau. Dann kann er was Neues anlegen. Elfenohrring für Level Up wäre vielleicht an und verkehrt. Ja, dann muss das wohl so sein. So, du hast das auch gelernt. Das heißt, Aiko könnte theoretisch auch mal die Dinger lernen. Aber Aiko ist noch hier kräftig dabei. Gucken wir mal, was wir für dich noch haben. Nichts, was wirklich was bringt. Oh je. Derzeit haben wir nichts, was bringt. Okay, du wollt... Nee, du können wir nicht hoch. Okay.
Hätte ja sein können, dass man den Weg dort gehen können. Aber hier treiben sie schon ziemlich miese Biester rum. Was ich sage, Zombies, die auf dem Baum rumklettern. Todesweide, die spontan auf so einem Wurzelweg entstehen. Wegfliegen. Hier. Das hat aber ordentlich schade gemacht. Dann wird es Zeit, Eiko zu rufen. Ui. Und dann müsste Feuer eigentlich ausreichen. Grips. Fehlt noch ein R, dann hätte ich das Amol Grips. Engel hinterher, damit die noch die Erfahrungspunkte kriegt. Und dann müsste eigentlich Feuer von Vivi schon ausreichen. Hoffe ich. Ansonsten gibt sie dann dem Vieh recht. Oh, okay, das hat doch nicht so viel abgezogen wie erwartet. Schnell bevor er versteinert, der Kerler. Schlagen. Ey. Oh. Okay. Nett. Sie dann versteinert und Vivi tot. Oh Mann. Gift und Galle und Vita hat sie gelernt. Okay. Jetzt seid ihr neu auszurüsten. Gift und Galle und Vita. Gift und Galle hat sie woher? Hier, Kristallarmreif. Geht es so, Anna? Gift und Galle. Vita. Okay, was kann sie als nächstes? Shell kann sie lernen. So. Dann kümmern wir uns um die andere hässliche Handicaps. Vivi hat leider das bemerkenswerte Handicap, tot zu sein. Und wir müssen dann noch Perseus, genau. Da können wir den Steinzustand aufheben. So, des Weiteren kann Eiko sich hier nochmal mit Vitra um unsere Gesundheit kümmern. Dann laufen wir auch wieder auf gute Touren. So. Kommen wir nicht von da? Ich glaube, wir kommen von da. Oder? Wenn ja, da habe ich so richtig gut gemacht. Da habe ich ja alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Aber... Gerade mal gucken. Ja, genau. Sehr clever, Yankee. Mhm, genau. So wird das gemacht. Nett. Okay, weg hier. Es hat irgendwie auch was Außerirdisches, die Musik. Ihr wisst gar nicht, wie recht ich eigentlich mit der Aussage habe, dass es was Außerirdisches an sich hat. Aber ich will nicht spoilern, wirklich nicht. Das ist echt interessant, was das Ganze auf sich hat hier. So, ich mag hier nochmal ins richtige Gebiet, wo wir eigentlich hin müssen. Müssen wir wahrscheinlich runtergehen. Bevor ich jetzt einfach so mutwillig wieder hier meinen Cut setze. Oh, jetzt überfallen uns auch noch die Zombies. Mach mal auf den zweiten Zombie Vitra und du auf den dritten. Boah, die ziehen aber ganz scharf im Hinterhalt. Vivi, du machst mal Feuer auf den ersten Zombie. So, vielleicht zieht es ein bisschen mehr ab. Jupp. Jetzt zieht es definitiv so viel ab, dass das Vieh kaputt geht. Guck, ob Eiko das Achli kriegt. Tot. On. Puh, Schwein gehabt. Nochmal Feuer hinterher. Aber die regeneriert sich ja glücklicherweise immer dank Regena. Dank immer Regena, was auf sich gewirkt hat. So wird's gemacht. Okay, Adrenalin hat sie dann noch gelernt. Guck mal gerade mal. Adrenalin. Wo hast du das dann gelernt? Ah ja, okay, von dem Ding. Alle hopp. Du hast noch mehr AP. Das heißt, du machst MOV drauf die ganze Runde. So, dann... müssen wir uns da weiterkämpfen. Gut. Dann den ich aber 8 Sache. Oh, das passt ja perfekt. Das passt ja absolut perfekt. Beim Moki können wir ja hier ein Rastei legen und speichern. Aber vor den habe ich ja noch einen Brief. Ein Brief von Momo. Vielen Dank, Kubo. Von Momo an Moki.
Ein Bu namens Vivi ist in unser Dorf der Schwarzmagier. Guck mal, Kopo. Sah so traurig aus hier, Kopo. Ich glaube, er trägt das schwere Schicksal auf seiner Schultern, Kopo. Ich wollte ihm irgendwie Mut zusprechen, aber ich wusste nicht so recht wie, Kopo. Aber ich wünsche Vivi von Herzen alles Gute, Kopo. Traurige Aare, wie traurig, Kopo. Was für Schicksal trägt er wohl auf seine Schultern, Kopo? Das will ich gar nicht wissen, armer Moki. Ich hätte so gern einen Brief. Hast du gerade wen er kriegt? Warte mal. Wir rasten erstmal. Und irgendeiner war wohl wieder Pinkle, wie man im Hintergrund gehört hat. So, dann hätte ich mal Sachen. Wir speichern hier. Und machen auch gleich unseren Cut und sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Und bleiben gespannt. Wie ich schon gesagt habe, ab hier wird die Story eigentlich so richtig interessant und spannend. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Ayan Yankee.